Was wünscht sich eine Frau von ihrem Mann? Habe ich vor einiger Zeit eine mir sehr nahestehenden Frau gefragt. Und da kam das wie, also ich fragte, was wünscht sich ein Mann von seiner Frau? Und da kam das wie aus die Pistole geschossen. Und wie geht Gott, der Vater, mit Frauen um? Und dann geht es im Neuen Testament weiter, also wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Was ist meistens das erste Wort, das ein Mensch spricht? Ja. Mama, ne? Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel schwer verwundete Menschen, sagen wir mal jetzt junge Soldaten im Krieg, die schwer verwundet sind, die rufen oft nach ihrer Mama. Interessant. Und das sind erwachsene Leute. Sie verwundern sich jetzt vielleicht über das Thema Muttertag. Ach, ihr Männer. Ja, es geht mir heute Morgen so ein bisschen um die Männer auch und ich möchte die Frauen damit trösten, erbauen, auferbauen, aber auch, dass wir mal oder einmal mehr die Hand aufs Herz halten und uns fragen, ja, wo können wir es noch besser machen? Wir machen es ja schon gut, aber noch besser, sagen wir mal. Ich habe da drei Beispiele aus dem Wort Gottes, die ich anführen möchte, ja, als Vorbild oder eben auch nicht als Vorbild, wie wir Männer sind oder wie wir sein sollten oder wie wir noch werden können. Und das erste Beispiel, das ist jetzt der Elkana. Das ist die Stelle, die der Samuel gelesen hat. Elkana und seine Frau, die hieß Hannah und die hatten nachher dann einen Sohn namens Samuel. Und dieser Samuel war einer der größten Propheten dann der Bibel. Er wird sogar als der erste der Propheten genannt, obwohl er nicht der erste war. Es gab vor ihm ja auch schon Propheten, aber mit ihm ging eine neue Türe auf in der Heilsgeschichte zu einer ganzen Prophetenlinie. Also dann kam der David als König, der war ja auch Prophet. Oder dann kam nachher Elia, Elisa und dann Jeremia, Jesaja und so weiter und so fort. Aber der erste, der da genannt wird, das ist eben Samuel und das ist der Sohn von Elkana und von seiner Frau Hannah. So, und jetzt habe ich mal eine Frage. Wir haben diesen Text gelesen, gehört und meine Frage an Sie lautet, vielleicht an die Frauen separat, an die Männer dann auch separat, was denken Sie über Elkana? Der Ehemann der Frau Hannah. Was denken Sie über Elkana? Was denken Sie über seine Reaktion, über seine Äußerungen, über sein Benehmen? Also ich sag mal so, ganz bestimmt war dieser Mann ein liebenswürdiger Mensch, oder? Ich denke, das können wir schon sagen. Und er war sicherlich auch aufrichtig in seiner Art und Weise. Er liebte seine Frau ohne Zweifel und er war auch geistlich ausgerichtet. Ich meine, er ging immerhin jedes Jahr, er kam aus dem Gebiet Ephraim und er ging jedes Jahr hoch nach Silo oder Schilo, je nachdem, wie man das sagt, in die Stiftshütte. Die haben damals auch schon Tempel dazu gesagt, aber es war noch kein Tempel aus Stein, es war noch aus Stoff, darum ja die Stiftshütte eigentlich. Und dort betete er an. Also er war, ja, wie soll ich sagen, also er war ein frommer Mann, er war ein liebenswürdiger Mensch, er war geistlich orientiert und er war auch fürsorglich. Er gab zum Beispiel der Hannah, weiß auch nicht, was ich daraus jetzt nehmen soll, aber er gab zum Beispiel der Hannah
2 Stücke Fleisch oder ein doppelgroßes Stück Fleisch. Und die Penina, das war ja die Kontrahendin eigentlich von der Hannah, die bekam 1 Stück Fleisch, aber ihre Kinder ja auch noch jeweils 1 Stück, also eigentlich hatten die mehr. Und ja, er liebte seine Frau, er war fürsorglich, geistlich orientiert und ich hoffe, dass wir das auch sind als Männer. Und dennoch würde ich sagen, ich habe so den Eindruck beim Lesen dieses Textes gewonnen, der hat seine Frau nicht richtig verstanden. Bei aller Liebenswürdigkeit. Er hat seine Frau nicht richtig verstanden. Zum Beispiel, er unternahm nichts gegenüber der Penina, die Hannah sehr gekränkt hat, von oben herab, blamiert, angestochert, geärgert. Hehe, ich habe Kinder, du aber nicht. Oder so. Er hat nichts unternommen. Ja, das kommt mir so vor, aber er hat ihr ja doppelt großes Stück Fleisch gegeben. Da hat die Hannah gedacht, was soll ich denn damit? Kann ich ja doch nicht essen. Einfrieren geht auch nicht. Das kommt mir so vor, als wenn wir dann eben unseren Frauen zum Muttertag, das ist auch richtig, ja, das ist wunderbar sogar, schenken wir einen großen Blumenstrauß und da ist ja meistens eine Karte dabei und da steht auch immer das Gleiche drauf, du bist die beste Mama der Welt. Ja, bis Montag. Und dann ist alles wieder Alltag. Und so kommt mir das so ein bisschen vor bei dem Elkana, so ein bisschen. Hätte er nicht, habe ich mich gefragt, hätte er nicht zugunsten Hannah auftreten müssen? Hätte er nicht die Penina zurechtweisen müssen? Meines Erachtens war der zu schnell fertig mit dem ganzen Ding da, mit der Traurigkeit seiner Frau. Die war verzagt, die war am Ende. Die hat geschluchzt. Man hat damals ja noch viel mehr unter Kinderlosigkeit gelitten als heute. Da hing so viel von ab, guter Ruf und so weiter und so fort. Aber er war da so ein bisschen leichtfertig, sagen wir mal so oberflächlich, vielleicht halbherzig sogar. Der Elkana hat seine Frau nicht richtig verstanden. Und diese Frau, die war traurig, verzweifelt. Sie litt unter ihrer Kinderlosigkeit und die hätte ja auch denken können, ja gut, du hast ja gut reden, Elkana. Du hast ja Kinder von meiner Kontrahendin, von der Penina. Du hast ja Kinder. Aber sieh mal meine Not, mein Leid. Und dann habe ich mir noch weiter gedacht, bei diesem Text, immer wieder durchgelesen, da ist auch so ein bisschen Egoismus gewesen bei dem Mann, Elkana. Also ich wiederhole, ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, ja bitte. Der war liebenswürdig, der war fürsorglich so eigentlich, der war geistlich orientiert, aber er war auch so ein bisschen egoistisch. Das merkt man an seiner Antwort. Stellt euch vor, der ist da mit seinen beiden Frauen da oben in Schilo, er sitzt da am Tisch und die sind am Essen und da hat er das Fleisch verteilt und da sitzen seine Frauen und dann sieht er, dass Hannah traurig ist und wie reagiert er und so wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte sie, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog. Und sie weinte und aß nicht. Da können wir uns mal in ihre Seele versetzen, ja? Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Ich habe dir doch extra ein größeres Stück gegeben. Und warum ist dein Herz so betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne?
Ich. Kein Wunder, dass die Hannah aufstand und wegging. Sie hat nichts gesagt. Sie hat nicht geantwortet. Und Hannah stand nach dem Essen und nach dem Trinken in Silo auf. Und sie war in der Seele verbittert. Und sie betete zu dem Herrn und weinte sehr. Wie oft weinen unsere Frauen, wenn wir nicht dabei sind? Und irgendwo lassen wir sie vielleicht als Mütter, als Mamas, als Ehefrauen ein bisschen allein. Und wir Männer, ja, wir drehen uns so schön um uns selber. Wir haben ja unsere eigene Welt. Also ich denke mal, die Frau, das sieht man an dieser Reaktion, würde ich jetzt sagen, die fühlt sich einfach nicht verstanden. Ihr Mann ist zu oberflächlich mit der Sache umgegangen. Er hat keine Verantwortung übernommen. Weil ich wundere mich darüber, dass der Vorschlag nicht von ihm kam. Ich meine, der ist ja jedes Jahr hoch nach Silo zum Anbeten, aber der hätte doch jetzt in der großen Not seiner Frau, seiner Hannah sagen können, du Mensch Hannah, ich weiß ja, du leidest so, das tut mir so leid, dass du so leidest, du weißt du was, komm, wir gehen zusammen in die Stiftshütte und da beten wir zusammen. Zwischenfrage. Könnt ihr zusammen beten? Männer und Frauen? Könnt ihr über heikle Dinge beten, die die Familie betrifft oder die Frau betrifft oder den Mann betrifft? Das hätte er sagen können. Er hätte sagen können, komm, ich gehe mit dir jetzt in die Stiftshütte und da beten wir und dann bitten wir den Herrn, ob er dir nicht vielleicht ein Kind schenkt und dich fruchtbar werden lässt. Denn dafür gibt es ja ein gutes Beispiel in der Bibel. Einer unserer Vorfahren, wie hieß der noch? Nein. Fängt mit I an. Isaak. Der hatte eine Frau namens Rebekka und die war auch kinderlos und bekam keine Kinder. Und da lesen wir so wunderbar im 1. Mosebuch, Kapitel 25, Vers 21, und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihr erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Er hatte ein biblisches Beispiel. Und das hätte er auch so machen können. Hat er aber nicht. Er ließ so ein Stück weit, seine Frau allein. Und das ist vielleicht auch dann mal bei uns der Fall. Natürlich, wir lieben unsere Frauen, selbstverständlich, wir möchten auch gerne für sie sorgen und uns um sie kümmern. Und doch sind wir manchmal so, stehen wir als Männer in der Gefahr, unsere Frauen allein zu lassen. Weil wir sie nicht verstehen oder ihre Bedürfnisse nicht kennen oder vielleicht sogar Angst davor haben. Wir scheuen uns vor den Bedürfnissen der Frau. Wir können damit nichts anfangen. Wir wissen nicht, wie man damit umgeht. Was wünscht sich eine Frau von ihrem Mann? Habe ich vor einiger Zeit eine mir sehr nahestehenden Frau gefragt. Und da kam das ich fragte, was wünscht sich ein Mann von seiner Frau? Und da kam das wie aus die Pistole geschossen, dass er Gedanken lesen kann. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass er Gedanken lesen kann. Ja, das wollen Frauen. Die wollen nicht immer alles sagen. Mensch, siehst du denn nicht? Ja? Weißt du denn nicht? Sie wünschen sich einfühlsame Männer, die, ich meine das ja jetzt nicht okkult, ja, Gedanken lesen können, die ein Gefühl, ein Gespür dafür haben, was braucht meine Frau? Zum Beispiel, du hörst aus der Küche deine Frau rufen, Schatz, ja, der Mülleimer ist voll.
Und du reagierst und sagst, ach ja? Ist das jetzt eine Feststellung? Wenn eine Frau das sagt, die sagt das nicht so direkt, ne? Aber eigentlich sollte der Mann dann wissen, Gedanken lesen können, ja? Aha, das war ein Befehl. Ab die Post. Wir haben das mal in der Verwandtschaft erlebt. Da hat der Mann die Frau gefragt, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und da hat die Frau gesagt, nichts. Ich brauche nichts, ich habe alles, ich wünsche mir nichts. Aber wenn eine Frau sagt nichts, meint sie noch lange nicht nichts. Ja? Und dann kam Weihnachten, alle kriegten Geschenke und die Frau nicht, brach die in Tränen aus. Der Mann ganz hilflos. Ja, du hast doch gesagt nichts. Und sie, ja, aber... Ja? Ja? Dass ihr Gedanken lesen könnt, dass ihr Gefühl habt, Einfühlungsvermögen, ein Gespür entwickeln. Also ich fand das jetzt gut, das hat mich jetzt ermutigt, weil ich war immer überlegen, soll ich das machen oder soll ich nicht machen. Aber wir haben hier ein schönes Anspiel gesehen und da ging es auch schon um die Dinge, die ich Ihnen jetzt vorlese. Das ist etwas, das haben wir irgendwo gefunden und jetzt habe ich das abgetöckelt und dann ist das jetzt, das soll jetzt kein Witz sein, das gehört nicht in den Gottesdienst, das weiß ich auch. Ist es auch nicht, es ist kein Witz, es ist ein Stück weit einfach Realität und ein Gleichnis dafür. Und das heißt, wir grillen. Wir grillen. Heute ist Muttertag. Ich denke, manche von euch werden vielleicht grillen, oder? So, jetzt passt mal auf, jetzt lese ich das vor. Wenn ein Mann sich dazu bereit erklärt, zu grillen, wird die folgende Kette von Ereignissen in Bewegung gesetzt. Die Frau kauft das Essen, die Frau macht den Salat, bereitet das Gemüse und den Nachtisch vor. Die Frau bereitet das Fleisch fürs Grillen vor, legt es auf ein Tablett zusammen mit allen notwendigen Utensilien und trägt es nach draußen, wo der Mann schon mit einem Bier in der Hand vor dem Grill sitzt. Und hier kommt der ganz wichtige Punkt des Ablaufs. Der Mann legt das Fleisch auf den Grill. Die Frau bringt die Teller und das Besteck nach draußen. Die Frau informiert den Mann, dass das Fleisch am Anbrennen ist. Er bedankt sich sehr höflich dafür und bittet sie doch, wenn sie wieder rauskommt, noch ein Bier mitzubringen, während er sich um die Notlage kümmert. Und dann wieder ein ganz wichtiger Punkt. Der Mann nimmt das Fleisch vom Grill und gibt es der Frau. Die Frau arrangiert die Teller, den Salat, das Brot, das Besteck, die Servietten, die Soßen und bringt alles zum Tisch. Nach dem Essen räumt die Frau den Tisch ab und wäscht das Geschirr. Und wieder ganz wichtig. Ganz wichtig. Alle loben den Mann für seine Kochkünste und danken ihm für das tolle Essen. Am Abend fragt der Mann seine Frau, wie es ihr gefallen hat, dass sie mal nicht kochen musste. Und als er merkt, dass sich das Gesicht der Frau verzieht, denkt er sich, den Frauen kann man es aber auch nie recht machen.
Heute ist Muttertag. Aber ist das nicht so ein bisschen so in unserem Alltagsgeschehen? Kann aber auch durchaus mal andersrum gehen. Ja, das habe ich jetzt mal erlebt. Meine Frau war am Vorbereiten, Apero am Vorbereiten. Wir kriegten Gäste da irgendwie und dann war sie am Machen und am Machen und am Machen. Ich saß daneben, war am Lesen und so, wie das so ist. Und da gucke ich auf und dann frage ich sie, du Elke, ich würde dir wirklich schon gerne helfen. Ne, du musst mir nur sagen, was ich machen muss. Und da hebt sie den Kopf und guckt mich an und sagt, fahr Fahrrad. Geh Fahrrad fahren. Ja, ich bin ein ungeschickter Mensch, das ist wirklich so. Mir fällt immer irgendwie was hin oder mir kippt was um oder ich klecker oder so. Gut, habe ich dann auch gemacht. Nein, war anders. Aber zurück zu Hannah. Also wir sehen, die Hannah, die hatte wirklich große Not. Elkana war ein lieber Mann, aber er hatte auch so ein bisschen, ja, seine Fehlerchen. Und dann gibt es aber einen wunderbaren Punkt in dieser Geschichte. Seht mal, ihre Rivalin reizte die Hannah. Ihr Ehemann hat sie nicht so richtig verstanden. Und der Priester Eli hat sie später sogar noch ausgeschimpft. Aber da gab es noch jemand anders. Da gab es noch jemand anders. Und da ist die Hannah hingegangen, ganz allein. Und da hat sie nur geflüstert, sie hat gar nicht mal richtig laut geredet, dass eben der Priester sie ausgeschimpft hat. Und da hat sie ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Und Gott hat sie nicht nur gesehen, er hat sie nicht nur gehört, er hat sie erhört. Er war für sie da. Er hat sie verstanden. Wie oft gehen unsere Frauen alleine, ziehen sich zurück und beten, vielleicht manchmal verzweifelt, unter Tränen. Und wir wissen das gar nicht. Und dann schenkt der Herr doch tatsächlich dieser Frau und ihrem Mann den Samuel, ich sagte das schon hier im Apostelgeschichte 3,24, da steht es, aber auch alle Propheten von Samuel an. Ich sagte, es gab schon vorher Propheten, aber Samuel, da sehen wir seinen Stellenwert und da ging eine ganz neue Tür in der Heilsgeschichte zur Prophetie auf durch diesen Mann. Das ist doch ein großer Trost. Das ist jetzt darf keine Entschuldigung sein für uns Männer, aber es ist ein großer Trost, finde ich. Gott ist da. Gott ist dir nahe. Gott lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Er spürt, was du spürst, was du empfindest. Und er hört. Also, er hat seinen eingeborenen Sohn oder seinen einzigen Sohn für uns gegeben, heißt es im Römerbrief. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? In unseren Nöten dürfen wir ihm das immer wieder sagen, Herr, du weißt, was ich brauche. Eine andere Person, die ich nennen möchte, das ist jetzt der Josef. Josef, der Ehemann von Maria, ja? Josef ist der Stiefvater gewesen von Jesus Christus. Und als ich mir so seine Geschichte noch mal so durchdachte, da habe ich gedacht, ja, dieser Josef, das war ein toller Mann, muss ich sagen, wirklich. In jeder Beziehung. Wussten Sie zum Beispiel, über Josef selber oder von Josef selber steht kein Wort in der Bibel, dass der mal irgendwas gesagt hätte, gefragt hätte, rückgefragt hätte oder irgendwie nein. Er war immer im stillen Gehorsam. Er hat nicht viel geredet, aber immer viel gemacht. Das war Josef. Und ich finde den Mann beeindruckend. Wir müssen uns mal vorstellen, bevor sich Gott ihm offenbarte durch einen Engel, müssen wir uns mal reinversetzen in seine Situation, aber auch in die seiner Frau, ja, sagen wir seine Verlobte, aber das war schon wie verheiratet. Die hatten ja eine ganz schwierige Situation. Also wie soll die Maria das erklären, dass sie schwanger ist?
Und der Josef, wie soll er damit umgehen? Wie soll er das überhaupt verstehen? Mensch, jetzt hat die doch, das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Und dann, was das Gesetz dazu sagt im Alten Testament und so weiter. Aber bevor Gott die Sache klärte, das finde ich gut, Gott hat sich ein bisschen zurückgehalten, um uns zu zeigen, wie Josef mit dieser Sache umgegangen ist. Und wie hat er reagiert, als er das erfahren hat? Matthäus 1,19, da aber Josef, ihr Mann, gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Er wollte sich nicht heimlich aus dem Staub machen. Nein, er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Was bedeutet das? Er wollte kein großes Aufsehen machen, er wollte sie nicht bloßstellen, er wollte sie nicht anschreien, er wollte sie nicht steinigen, er wollte sie nicht fertig machen in der ganzen Verwandtschaft. Wenn man heute mitkriegt manchmal, was in Ehen, in christlichen Ehen los ist, was da geschrien wird, oder wenn die sich trennen und was da gekämpft wird, und da denkt man manchmal, wo ist denn da jetzt überhaupt noch Christentum? Und dieser Josef, der hat sich das anders gedacht. Der hat gedacht, ich gebe ihr im engsten Kreis einen Scheidebrief. Im engsten Familienkreis. Und dann ist sie frei. Und dann, ich denke jetzt mal weiter, ist sie frei, den zu heiraten, von dem sie geschwängert ist. Aber Gott sei Dank, da kam der Herr, rechtzeitig. Der Mann schlägt nicht um sich, er geht in sich und er liebt ganz einfach weiter. Ja, das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther Kapitel 13. Das trifft auf diesen Josef zu, wie ich meine, ja. Die Liebe ist tragfähig, die Liebe neidet nicht, die Liebe ist nicht nachtragend, die Liebe ist gütig, die Liebe lässt sich nicht erbittern, die Liebe lässt das Böse nicht zu und was da alles steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und das sieht man wirklich in diesem Josef repräsentiert. Aber er hörte immer. Also es war ein Top-Mann. Also ich glaube, Gott hat ihn nicht umsonst gerufen und erwählt, der Stiefvater seines Sohnes zu sein und zu werden. Ja? Der Mann, der war top, der hörte auf Gottes Anweisungen. Der hat auch nie was in Frage gestellt. Da kam plötzlich der Engel und erklärt ihm, du Josef, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen als deine Frau, denn das in ihr Gezeugte ist von Gott, also vom Heiligen Geist und so weiter. Und der, wie, was, Heiliger, wo, ja? Nein, jawohl. Und dann geht er mit ihr und ist in Nazareth und dann geht er mit ihr und bringt sie nach Bethlehem und dann geht er mit ihr auf Anweisung des Herrn und geht mit ihr nach Ägypten und dann wieder auf Anweisung des Herrn geht er von Ägypten wieder zurück nach Israel und dann wieder auf Anweisung des Herrn geht er zurück auch von Israel nach Nazareth und lebt dort und ist der Stiefvater natürlich unseres Herrn Jesus Christus. Er hat seine Familie beschützt. Er hat ja noch andere Kinder mit der Maria bekommen. Es gibt solche, die meinen, dass die anderen Kinder der Maria nicht von ihm gewesen seien. Da sei er schon gestorben, er wäre schon ein älterer Mann gewesen und so. Ich glaube das persönlich nicht, weil wir wissen ja, dass der Josef noch erwähnt wird. Da war der Herr Jesus Christus 12 Jahre alt. Und da hat er noch gelebt, der Josef. Da war Jesus Christus 12 Jahre alt. Ja, und da ist er verloren gegangen, da im Tempel, und dann haben sie ihn gesucht, 3 Tage lang. Und also in 12 Jahren, in der damaligen Welt sowieso, also da kann man schon einige Kinder noch bekommen, oder? Also durchaus möglich. Also ich tue mich schwer mit dem Gedanken, ist ja auch leider auch die katholische Kirche, ja die Unbeflecktheit der Maria und so weiter.
Aber nein, die haben schon noch miteinander Kinder gehabt. Aber er lässt auch zum Beispiel, das finde ich auch so klasse, wie die Maria, die kommt dann eines Tages zu ihm, es war ja alles geklärt. Und dann sagt sie, ach, ich würde so gerne ins Gebirge gehen, nach Judäa, und da würde ich so gerne meine Verwandte besuchen, die Elisabeth, die ist, ich glaube, die war im 6. Monat schwanger, wenn ich mich nicht irre, ja. Und die würde ich gerne besuchen. Und dann sagt, ja, gehen, ne? Du blieb die ein paar Monate weg. Gab ja kein Handy. Oder mal eben E-Mail schreiben. Ne, wie geht's dir und was ist, alles gut und so, wie geht's dem Baby? Nix, nein, der hat ihr diese Freiheit gelassen. Also ich finde den Mann klasse jetzt, oder? Ihr Männer? Mit dem vergleichen wir uns doch viel lieber. Ja, und er verschwindet dann aus der Geschichte, tatsächlich, plötzlich ist er weg. Ist er wahrscheinlich verstorben? Aber er spielt eine große Rolle in Gottes Heilsgeschichte mit dieser Welt, beziehungsweise mit seinem Sohn. Es war ein idealer Vater. Ich möchte dabei gewesen sein, wie der seinen Sohn da in der Zimmereiwerkstatt erzogen hat, wie er mit dem umgegangen ist. Und dann noch die anderen Brüder da, der Judas und der Jakobus und so weiter und so fort, waren ja noch andere da. Ja? Ich denke, das war ja wirklich ein klasse Mann. Ja, kommen wir zum dritten Beispiel. Ich will auch nicht mehr so lange machen. Der Grill wartet. Das dritte Beispiel, das ist jetzt Gott selber. Gott selber, beziehungsweise sein Sohn natürlich, Jesus Christus, der ja auch Gott ist. Und da gibt es einen wunderbaren Vers, den schreibe ich mir wirklich hinter die Ohren. Der steht im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da heißt es, da werden wir aufgerufen, aufgefordert, seid nun Nachahmer Gottes. Seid nun Nachahmer Gottes. Und da gibt es noch eine andere Stelle, Nachahmer Jesu Christi. Seid nun Nachahmer Gottes. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist eine Herausforderung, du. Ich beobachte das immer. Auch gestern, dann laufe ich manchmal ein bisschen rum im Büro und dann gucke ich da aus dem Fenster unten auf dem Sportplatz. Und da sieht man da die Kinder Fußball spielen und meistens ist das so, dass die dann ihre Trikots anhaben und da steht dann natürlich ein Name hinten drauf. Ne? Messi, Ronaldo natürlich. Ja, ich weiß nicht, früher, als ich noch Kind war es Uwe Seeler, Franz Beckenbauer oder so, irgendwas, ja, ich weiß nicht mehr. Ob es da überhaupt Namen noch hinten drauf gab, weiß ich auch nicht mehr. Ist egal. Auf jeden Fall, man will die nachahmen. Ne? Da nimmt man nicht irgendeinen Spieler, der da nicht bekannt ist. Der Name käme da nicht. Und das muss Ronaldo sein, das muss Messi sein oder so. Der will ich nachahmen, so will ich sein. Und so ist er auch mit den Leuten überhaupt. Ich glaube, wenn ein großer Schauspieler, ein weltbekannter Super-Schauspieler, Star da oder vielleicht Sänger oder was, wenn die machen ja die Mode. Die haben irgendeine neue Hose oder eine neue Jacke und plötzlich tragen die das alle. Also ich glaube das, wenn die eines Tages mal ein Hemd auf der Bühne anhätten, ist ein Ärmel weg und der andere Ärmel ist noch da, das dauert nicht lange, dann machen das alle nach. Und die Industrie freut sich. Nachahmen, nachahmen. Ja, aber es ist doch viel wichtiger und viel schöner. Ich möchte das jetzt nicht in Zweifel stellen oder schlecht machen. Ich finde toll, wenn Kinder so herzig spielen können und sich freuen können und so weiter. Aber werdet Gottes Nachahmer. Das ist das größte Beispiel, ja. Werdet Nachahmer unseres Herrn Jesus Christus. Gut, und das wollen wir mal sein. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Ja, wie ist das denn, Gott? Epheser 3, Vers 14 und 15, da steht ein wunderbares Wort auch. Deshalb beug ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Das heißt, Gott ist der Ursprung der Familie, des Vaterseins. Alles, was wir hier auf dieser Erde sehen und haben und kennen, ist alles immer nur Kopie von der Wirklichkeit des Himmels. Es gibt einen irdischen Tempel, ja, gab es, aber es gibt das ist aber nur eine Kopie von dem wirklichen Tempel, den es im Himmel gibt. Und da gibt es jetzt viele Sachen, oder die Liebe zum Beispiel.
Da sagt die Bibel, Gott ist Liebe. Und wenn wir Liebe empfinden, ich meine jetzt die reine, gute, gesunde, herzige, saubere Liebe, die nicht von Sünde durchsetzt ist, ja? Dann ist diese Liebe, wenn man sich verliebt zum Beispiel, dann ist diese Liebe, die hat ihren Ursprung in Gott. Da können wir mal sehen. Und Gott ist, wie hat Luther mal gesagt, ein Backofen der Liebe, ja? Ein Backofen der Liebe. Und wie geht Gott, der Vater, mit Frauen um? Kann man sich ein paar Gedanken machen, vielleicht mal Ruth, eine Moabiterin. Gott hat gesagt, also die Moabiter kommen bis in die 10. Generation, nicht in mein jüdisches Volk. Aber bei Ruth macht er eine Ausnahme. Wie hieß die in Jericho? Rahab, ja? Rahab. Ja, die war eigentlich dem Tod verfallen, dem Gericht. Aber die wendet sich zu Gott, die glaubt an Gott, ist schon erhört. Und da kommt sowohl die Rahab als auch die Ruth, ja, danke, Ruth, die kommen beide in das Geschlechtsregister unseres Herrn Jesus Christus. Und dann geht es im Neuen Testament weiter, also wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Das ist unwahrscheinlich. Könnte man jetzt auch vielleicht viele aufziehen, ja? Aufzählen, Entschuldigung. Aufziehen tun wir sie schon genug. Aufzählen, denken wir nur an die Ehebrecherin. Ja, da sagen manche, der Herr hat die nur nicht verurteilt, weil man den Mann ja nicht gefunden hat oder versteckt hat oder so. Ach, das glaubst du doch selber nicht. Der Herr hat die Frau einfach geliebt. Der hat in ihr Herz gesehen. Denken wir, also wenn man diese Geschichte, kann ich nicht genug lesen, im Johannesevangelium Kapitel 4, diese Samariterin am Jakobsbrunnen, ja, wie der Herr Jesus der begegnet, wie er sich mit der unterhält, wie der die neugierig macht und wie die sich nachher selber überführt. Ja? Der Herr kommt da gar nicht so plump ins Haus geklatscht und so. Ja, sondern er führt die so behutsam, so weise, so liebevoll zur Wahrheit und zur Erkenntnis auch ihrer Sünde und zu einer Erneuerung, dass die Frau nur noch fröhlich sein kann. Die lässt ihren Krug, die vergisst ihren Wasserkrug und läuft in die Stadt und ruft da alle an, ja? Oder ganz besonders, ein heikles Thema, aber es ist ein Punkt, die blutflüssige Frau, die den Herrn Jesus angerührt hat, den Saum seines Kleides. Und da geht eine Kraft von ihm aus und er bleibt sofort stehen. Und er lässt es nicht dabei beruhen, dass die sich ihn angerührt hat und wieder gesund geworden war. Die war ja schon gesund. Er wollte mit ihr reden. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe 3. Mose 15 aufgeschlagen. 3. Mose 15 habe ich aufgeschlagen und da können wir erst dann können wir verstehen, wie es dieser Frau gegangen ist. Wenn eine Frau diese Krankheit hatte, war sie total isoliert. Die hatte keine soziale Gemeinschaft. Die hatte keine Familie. Alles, was die Frau berührte, wurde unrein. Wenn ein Mensch diese Frau berührte, wurde sie unrein. Oder er unrein. Wenn sich diese Frau irgendwo hinsetzte, auf dem Bett, auf dem Stuhl, da war der Stuhl, das Bett unrein. Stellt euch das mal vor. Das war eine grausame Situation, was die durchgemacht hat. Das war ihre einzige Hoffnung Jesus. Sie streckt ihre Hand aus und ihr wisst. Und zum Schluss vielleicht noch Maria Magdalena. Ist eigentlich eine klasse Sache, finde ich. Maria Magdalena, ja, kennt ihr Maria Magdalena aus der Bibel? Der Jesus hat von ihr 7 Dämonen ausgetrieben. Und das Interessante ist nämlich, der ersten Person, der Herr
nach seiner Auferstehung begegnet ist, war Maria Magdalena, war eine Frau, nicht einem Mann, nicht dem Petrus, nicht dem Johannes. Der ersten Person, der Herr begegnet ist nach seiner Auferstehung, war Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Warum? Warum? Ich weiß es nicht, gibt keine Antwort, ja, so richtig in der Bibel. Aber interessant ist die Kombination, würde ich jetzt mal sagen, der Herr hat in seinem Tod und seiner Auferstehung den Teufel besiegt. Offiziell besiegt. Den Tod, den Teufel, der die Macht hat, hat er besiegt, entwaffnet. Und jetzt begegnet er ausgerechnet der Frau mit dem Sieg, wo er schon 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Das ist wie so ein Unterstreichen, siehst du, Maria? Es ist offiziell. Du musst keine Angst haben, die Dämonen kommen nicht mehr zurück oder so, ja? Finde ich toll. Ja, und dann sagen natürlich, ja, werdet Nachahmer Gottes, ja, werdet Nachahmer Jesu Christi. Und da sagt uns die Bibel, das ist ja auch wieder eine Sache für sich, dass die Bibel da immer die Männer anspricht und nie die Frauen. Ja, ich wüsste nicht, dass steht das jetzt im Neuen Testament, jetzt bin ich im Moment ein bisschen überfordert, ihr Frauen liebt eure Männer. Also das heißt nicht, dass die jetzt ihre Männer nicht lieben sollen, ganz im Gegenteil, aber es steht immer geschrieben, ihr Männer liebt eure Frauen. Ihr Männer liebt eure Frauen, ja, hier. Ihr Männer liebt eure Frauen wie, und jetzt kommt's, werdet Nachahmer Gottes. Werdet Nachahmer Jesu Christi. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wer von uns kann sich damit vergleichen? Ist aber die Aufforderung. Ja, wie Christus die Gemeinde geliebt hatte. Er, der Schöpfer, Sohn Gottes, Richter, Zepter, Löwe aus Juda, Herr aller Herren, König aller Könige. Wenn es darum geht, zu retten, wird ein Lamm. Und er ringt den größten Sieg für alle Menschen. Ja, und darum schließe ich jetzt dann auch wirklich. Aber ich hatte da heute Morgen ein Wort gelesen und das ist dann auch der Schlussvers. Im 2. Brief des Johannes, also 2. Johannesbrief, Vers 1, hat ja nur ein Kapitel, Vers 1, da heißt es, das finde ich so eine schöne Aussage, der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Da wird eine Frau Herrin genannt. Es gibt nicht nur Herren, es gibt auch Herrinnen. Ja? Der Älteste der auserwählten Herren. Und da haben wir allen Grund, wirklich, ja, ihr lieben Frauen, wir machen es nicht immer so gut wie ein Josef oder wie der Herr selbst. Wir wollen uns bemühen, wir wollen euch segnen und wir wünschen euch einen guten Tag und dass die Männer nicht nur grillen. Gott segne euch. Amen. Darf ich noch ein Gebet sprechen? Ja, liebevoller Vater, wir danken dir einfach für die Wahrheit deiner Liebe, die du in Jesus Christus gezeigt, bewiesen hast, der sein teures Blut, sein Leben, sein Leib für uns gegeben hat. Und das, als wir alles andere als liebenswürdig gewesen sind, als wir Feinde Gottes waren. Danke, dass wir in der Bibel sehen, wie du Frauen siehst, Mütter siehst, ob nur ledig oder verheiratet, wie du mit ihnen umgehst, wie du sie behandelst, wie du auf sie achtest. Wir können dich nur loben und preisen. Hilf uns, hilf auch mir, Herr, dass das gelingt, da wirklich ein Nachahmer zu sein. Schenk es uns.
Und segne du jetzt jede Mutter hier, jede Frau, denn irgendwo ist jede Frau auch irgendwo Mutter. Du hast sie begabt. Danke dafür, Herr. Alles kommt von dir. Amen.